Get me $18 million by the weekend. In the name of Jesus. Während einer US-Tour Anfang der 1990er Jahre schalteten bzw. zappten die Jungs der britischen Popband Genesis im Hotelzimmer durchs amerikanische Fernsehprogramm und waren erst einmal peinlich berührt und dann nachhaltig verstört. Sie konnten kaum glauben, was sie da sahen. Ein Fernsehprediger leiert seinem Publikum das Geld aus der Tasche und verspricht Wunder, Heilung, Erfolg. Wenn sie denn nur etwas Geld spenden. Und je mehr Geld, desto besser, desto mehr Erlösung. Religion als billiges Geschäft, das schockierte Phil Collins und seine Bandkollegen sehr. Später erinnern sie sich dran, als sie ein neues Album aufnehmen und schreiben einen ironischen und kritischen Song darüber. Phil Collins schlüpft im Video in die Rolle eines amerikanischen Fernsehpredigers, einen Prediger, der moralisch predigt, aber selbst betrügt. Der Opfer fordert, aber selbst nur nimmt. Was damals die Fernsehprediger waren, sind heute oft die Influencer auf Instagram, TikTok oder YouTube. Sie versprechen Glück, Erfolg, Gesundheit, den perfekten Körper oder finanzielle Freiheit. Und meistens gilt, wenn du nur mein Coaching buchst, meinen Kurs kaufst oder meinem System folgst, dann schaffst du es auch. Das Prinzip ist alt. Versprechen gegen Geld. Damals hieß es Ablassbrief, heute heißt es gesponsorter Post. Und genau hier hakt der Song von Genesis ein. Jesus He Knows Me ist mehr als nur ein Song über Fernsehprediger der 1990er. Er ist eine Warnung für alle Zeiten, auch für unsere. Denn ob mit Mikrofon vor der Kamera oder mit Selfie-Stick in der Hand, wenn Glaube, Hoffnung oder Liebe zur Ware werden, dann sollte man besser hellhörig werden. Und wenn du das nächste Mal einen Influencer siehst, der dir das Heil verspricht, denk an Phil Collins im Predigeranzug. Heal, heal, heal. In the name of Jesus, please, heal. Touch the screen. Touch